Gode Marius. Ik wil je introduceren van deze Marius dat Jezus Christus in noem. Dat wordt ons Herr en Heiland is. Dat wordt ons haf. De opne der je geeft durch zijn leven en sterven, zodat we kan direct naar God gaan im Gebet. De titel voor deze boodschap in jullie bulletin is: Wat is ons grootste geweer? Wat is het ganz grootste ding wat je kan gebruiken, wanneer we ons bedreigt voelen, wanneer we niet zo snel weten wohin of wat er omgaan is, wo we wieder sollen, dat is Gebet naar God. Zijn woord vertelt ons en im Gebet vertelt we treten aan. Dit is ons ganz grootste geweer wat we hebben. Ik wil wat versen lezen uit Epheser kapitel 6. En dann wieder vielleicht noch was anderes dabei nehmen. Aber eher wie zu dieser Versen ewig und wir werden einmal beten. Himmlischer Vater, wir sind dankbar für das, Marius, dass du in unserem Mad bist, dass du versprochen hast in dein Wort. Wir sind dankbar für das, Marius, Herr, dass du ein Leuchtturm Gott bist und dass du uns hast alles gegeben, was wir brauchen, zum Leben und zum Gott seilig sein. Wir danken dir für das, Marius, Herr, dass wir in diesem Weg Tipp kommen. Und sein Wort, dein Wort, von der uns persönlich zu sein hat. Wir danken dir für das, durch Jesus die Namen. Amen. So, wenn ihr in die Bibel mit habt, da ich in Epheser Kapitel 6, wir werden bei der 10. Vers anfangen, wir werden mehrere Versen lesen, und dann werden wir ein bisschen angehen, was Gott von der zu uns sagen will, durch sein Wort. Der 10. Vers anfangen, sagt er: Talatz, sorgt dafür, dass ihr stark worden durch die Kraft, dat de Herr jullie geeft. Laat jullie dat je schaar ab, dat God voor jullie eruit heeft, dat je bestaan kan wanneer de böse Feind jullie angreift. Weil wir haben nicht nur gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, aber gegen gewaltige, böse Geister von Himmelswelten und mit Gewalten und Herrschaften von dem Düsteren, die über diese Welt herrschen. Nehmt alle die Gewehren, die Gott für ihn hat, dass je uitrichten kann, was das braucht, bestimmt kann, wann der bei Tag kommt. So der 14. Vers sagt er: Stut fast mit der Wahrheit, umgehend aus einem Gott. Wenn ihr das Bild ein bisschen sagen kann, wenn ein römischer Soldat, der erst einmal, wenn ein Soldat, wie was sich alles hat gemerkt haben im Krieg gehen, eine Stelle zu wechseln, haben sie so einen Guard drum sich genommen. Und das wird ihm protecting. Er sagt, das so wie uns Raum nehmen, uns so bekleiden mit der Wahrheit, dass wir wollen kann, fast stehen kann. Sagt er, in der Gerechtigkeit verjüngt aus dem Brustschild. Die Gerechtigkeit von Gott uns bedeuten aus dem Brustschild, sodass der Leis von der Feind nicht nennen kann, dass uns Hort ganz bewahrt wird von Gott mit seiner Gerechtigkeit. Das Evangelium, das der Frieden bringt, trägt uns an, so als Schau auf ein Feit. Das, wo immer je hängen und immer je down, das bringt der Frieden von dem Evangelium. Das meint, wir kommen im Frieden, wir handeln mit anderen im Frieden, und was wir down, wenn wir mit der Hand gehen, also wir bringen Gott sein Wort, das Evangelium, nur den Menschen, mit dem wir taub kommen, mit dem wir handeln down. Sagt er, alles nimmt den Glauben aus dem Schild. Die sind vielleicht bekannt mit, wenn sie zu Krieg haben, haben immer ein großes Schild, was sie in einer Hand halten, das Schwert in der Spitze in der anderen Hand vielleicht. Und wenn wir ankommen, irgendwo was Schulden andown, dann sie ein Schild verhalten. Das war die Sache, wir sollen uns glauben, soll so sein, dass ein Schild, was das verhalten, wenn der Feind ankommt, oder so mit Leers oder mit alle solchen Dinge zu vernichten. Uns Glauben an Gott soll unser Schild sein, was uns bewahren wird für dort. Also ich würde beisammen mit seinen brennenden Pfeilen nicht durchschreiten kann. Der Glauben an Gott, wenn wir uns an sein Wort ganz vertrauen, dann, das ist ein Schild für uns, wo der brennende Pfeil nicht durch kann. Sag ich, eine Radung sagt ab aus einer Haut, das ist uns ganz voll Gott sein Wort loten südeln, so zu sein, wie wir uns viel damit aufgeben, dann, und dann uns absagen aus den Haut, so dass uns, das gibt so ein Bild von, wenn er so tut,
ganz einen Helmet abhaft, der kann kommen, was er dann will, der kauft das als protected. Und das sagt er selber, wie die Radung, was wir haben gekriegt von Gott, das soll uns so klar sein in uns Kopf, das soll so ein starken Anfut haben in uns Kopf, dass das uns bewahren, von wenn der Sohn kommt, wenn der Leis umkommt von dem Feind, wir sagen, das ist wirklich Gott so leicht, die kostet euch weiten, oder so wieder. Die Radung, was wir haben von Jesus, soll uns Verstand sogar bewahren, dass wir nicht anfangen, Leis zu glauben, und anfangen zu zweifeln, doch was Gott gesagt hat, dass er vielleicht ganz wahr ist, oder dass er vielleicht nicht für uns ist. Dann sagt er, in Gott sein Wort aus dem Schwert, dort der Jes und Jaft. Das Schwert, was wir haben, Gott sein Wort, mit dem ist das Einzige, was wir haben, wo wir können gehen unfähigen sozusagen. Das ohne das alles zum uns bewahren, aber das Schwert, Gott sein Wort ist, wo wir können gehen, den Feind seine Lehres. Gehen fähigen. Wir können sagen, wenn der Feind ankommt und sagt, oh, die kostet vielleicht euch weiten. Wenn sagt, ja, das gelehrt von klein an, weiten kann keiner, hupen kann wir, aber weiten kann wir nicht. Nee, Gott sein Wort, das Schwert, was wir haben, das sagt anders. Der sagt, du kostet weiten, du hast Erfahrung zu haben. Und Gott hat gesagt, ich möchte Klopf für die. Als Jesus am Kreuz hing, hat er gesagt, das ist fertig, das ist vollbracht. Das ist das Wort, das ist das Schwert, was wir haben, zum Brücken die gehen. Wenn der Lehres kommt, dann, Gott sein Wort, mit dort haben wir gehen, die Lehres fertig. Wenn einmal der Feind ankommt, weil uns sagen, anzubilden, oder irgendwas sagen, im Kopf zu kriegen, dass er vielleicht nicht alle können so sein, oder nicht so leicht sein, oder vielleicht ist das für mich nicht, vielleicht habe ich das zu euch gemerkt, all sind die Dinge, wo wir dann vielleicht lesen von den Feind kriegen, dann wir uns merken, zweifeln, dann trägt uns, was der Wahrheit ist, und Gott sein Wort, und ich habe gesagt, nee, Gott sieht. Gott sein Wort ist über alles, das ist das Ding, was wir können brauchen, um gehen in die Lehre fährten. Und auch der nächste Vers, der was ihr in dem Bulletin habt, der 18. Vers sagt, das tut alle im Gebet und bet Gott um Hilfe. Bet immer, wenn Jesus in Dutte unmut, blieft wacker und geeft nicht nur mit beten, bet für alle, die zu Gott sein Volk gehören. Hier in dieser eine Vers redet er 5 Mal davon, das soll ihr tun im Gebet. Er sagt, das tut alle im Gebet. Bet auch um Hilfe. Bet immer am Jesus. Bet immer, wenn der Jesus in Dutte unmut, blieft wacker und nicht nur jedem mit beten, bet für all die, wo zu Gott sein Volk gehören. Das ist uns ganz gratis das Gewehr, was wir haben, dass wir kann nur Gott kommen. Wenn die bedrückt fallen ist, wenn du im Trouble bist, im Not, was schwert euch gehen ist, du kannst immer nach Gott gehen, im Gebet, durch Jesus Christus in Namen, da wird der aufgemerkt, dass er in die kann kommen. Das ist ein Weg, wo wir direkt mit Gott Kontakt haben. Und das braucht wir alle im Gebet, dass wir uns das kann reich antragen, dass alles Gewehr, was wir jetzt von lesen, was uns abreden, im Gebet, sagen wir das alle tun. Uns fehlt das um Gebet, aber das fehlt auch, dass er in die dann den Stopp nehmen, um zum Wiedergehen. Wir können nicht sagen, na ja, nu habe ich mich bekehrt, nu will ich in eine Ark setzen und lernen, mit Jesus ist was weiterkommen. Wenn was abkommt, dann wird Gott mir bewahren. Und wird es durch ein Wasserport von so aus. Aber zum Gehen anfangen, wir haben das Schwert, Gott sein Wort, zum Gehen angehen mit den Leser, wie nicht dürfen, haltlos sein und bloß hoffen, dass wir wollen verschont bleiben. Das ist eine gute Geschichte in 2. Mose Kapitel 17, wo wir das Bild von kriegen, wo wir beides brauchen, im Gebet zu sein und auch Gott sein Wort brauchen, zum Gehen anfangen. Das Bild fingen wir in 2. Mose 17, Vers 8 durch 16. Das ist, als die Israeliten ihr schweren über dem River Jordan gegangen. Und nu wollen die gegen die Amalekiter fighten. Da fängt an bei der 8. Vers, sagt die Amalekiter greifen die Israeliten bei Raphidim an. Moses sagte Josua, lass die Männer uit und gut uit mit der Amalekiter zu kriegen. Morgen war ich boven am Bach stehen, in meiner Hand war ich den Stock holen, den Gott mir gegeben hat. Josua deut, so als Moses ihm gesagt hat, mit der Amalekiter zu kriegen. Und Moses, Aaron und Hur
gingen ab dem Berg ab. Und dort merkt sich, dass so lange als Moses seine Hang abhauf, gewannen die Israeliten. Und wenn die Hang rauflädt, dann gewannen die Amalekiter. Als da Moses seine Hang meid waren, läden sie einen Steinhahn, und Moses sah sich ab den Duhl, in Aaron und Hür, einer an jeder Seite, nahmen jeder ein von seinen Hängen und hielten da hoch, und seine Hängen bleiben beständig hoch, bad die Sonne unterging. Und Josua gewann über Amalek und seine Armee in ihren Kampf. Der Herr sagte Moses, schrieb das ab, dass ihr dort waren im Denkhallen, und sah Josua dort unbedenkt, der Amalekiter war ich utruden, so dass keiner, der war im Denkhallen. Und Moses stellte einen Altar ab und nahm den, der Herr als meine Flagge. So als der Hand hoch nur dem Herrn sein Thron riegt, sagt Moses, so wird der Israel immer wahre gegen Amalek im Krieg leiden, einmal nur das andere Mal. So hier werden zwei, das ist eine sehr gute Geschichte, wenn ihr jemals Zeit habt, wenn ihr Zeit habt, irgendwann das überlesen, das ist eine sehr gute Geschichte zum Lesen, das ist 2. Mose Kapitel 17. Das ist ein Bild von, sie mussten vorwärts gehen, um jeden das zu kriegen, und Gott sagt, ich war mit ihnen und ich war ihnen halten. Aber sie mussten doch gehen. Solange Moses den Stock hat, was er von Gott gekriegt hat, und den Hecheln, sozusagen im Gebet, gewann die Israeliten. Aber er war meid, du allein stund in Hängen Hechel mit dem Stock, wenn er rauflöten deit, dann fangen die andere an zu gewinnen. Und das ist das Bild von, wenn wir mit Gott seine Halb im Gebet gehen, was der Feind braucht zu tun in uns Leben, dann wollen wir bestehen und wir wollen kein Feststehen bleiben und wir wollen gewinnen, wenn er uns das versprechen. Aber wenn wir es nur geben, wenn wir meid waren, wir denken so, wir können vielleicht nicht sagen, wo das Bild fertig wird, fangen wir meid zu werden und fangen an abzuhören mit Beten, dann fangen die Beise an, überhand zu nehmen. Und ich denke, das Bild, was wir hier von kriegen, das sehr wichtig ist, als Moses hat 2 Stück, was man am Taub werden da. Und das Heuers selbst meid wird, halten sie am de Saaten am de Hand und dann sei seine Hänge hechheln, mit am Taub anstehen, sodass die können stark bleiben und im Beten bleiben. So, das braucht, dass wir rückgehen und jeden dabei finden. Bloß uns gehen in der Ark verstärken und sagen, was uns hier beworben, was uns hier Gift hat. Dort ist so, dass Wort, aber wie machen du jeden, der leer ist von den Feind, macht wir jeden fährten. Und das haben wir durch Gebet. Ihr sagt mir der Weg, wo wir beten können. Er sagt hier, wir sollen immer beten. Nun, er meint nicht, wir sollen in daher wir ramgehen, wenn wir sagen, hängfallen, raufketten und dann die Gebete einmal blühen, das auch ramgehen alle Wegen sein. Wenn ihr das auch gegen Gott sehen wollt, dann wird es den Weg führen dann. In Matthäus 6, Vers 7 sagt er, wenn ihr beten, redet nicht so viel, lad ihr wird, aus der Völker dann. Da meinen sie, werden gehört, wenn sie viel wird brauchen. So, wir sollen niemals nicht abhören mit beten, und doch, hier wie sagt, wir sollen nicht viel wird brauchen, bloß dass Menschen davon hören und sagen, dass wir beten dann. Und danach war er in 1. Thessaloniker 4, Vers 17, sagt er, zu einer Karte, sagt, halt on mit beten. Gib nicht ab. Das ist ein bisschen so, vielleicht die Begleitung macht, wenn du nicht wirst, von der und da hat ja die meisten alle so eine Earbuds am Ohr, wenn sie Phone wollen oder einfach da klein pluggen in die Urbahn und kann krieg hier mit anderen Ende sein, und sie verteilen und das Ganze in der Uhr angebracht, kein Kabel oder was an, aber wenn sie verteilen, die kann hören und gerne verteilen und krieg in der Uhr und kann das krieg hören. Wenn bitte sein, dass wenn wir nie wollen so ein Earpiece haben in uns Uhr und mit Gott am Phone sein, immer. Das ist mir, was er meint. Wir können immer zu ihm vertrauen. Wir dürfen never abhören mit zu Gott vertrauen. Aber das meint nicht, dass wir uns immer so Hand können und immer ramgehen mit Hängfallen und immer raufketten und immer diese Gebete über sein, was wir uns vielleicht mal gelehrt haben, wie klein. Das meint, dass wenn wir wirklich direkt mit Gott vertrauen und dass an dem, was er angehen dass wir niemals nicht brauchen, dass von abhängen sein, okay, nu haben wir dann genug gesagt.
dort wirkt was genug. Wir sollen immer connected bleiben, das dort mit ihm. Immer wieder dem, was ich an denke, dann fragen sie, wie Dinge so, Herr, wie kommen fertig? Oder wie kommen in den Gebetshus nahen oder so weiter. Und davon wir dann denken, wir sollen niemals nicht abhören mit beten, wir sollen immer mit ihm connected sein, dann sind wir immer für ihn. Und das ist der rechte Weg, zu denken, dass wir immer für ihn sind. So, dann, wo die Hand von das ist, oder wo die schaffen das, oder was die das im Leben, dass die schlupen das oder nicht, dass die immer was connected mit Gott durch Gebet. Und das kann auch so leicht sein, als bloß, wenn du einfach Hand von das und du weißt nicht, was du angehen hast, und dann Gott fragen, hey, was du mir gewesen, was ich soll tun. Wir brauchen nicht still haben sie die Ruhe und dann zusammen Hand können und sagen, oh Gott, nu kommen wir fertig. Und wir sind auf Herr am. Und er will uns hier wiesen, dass ab zu uns, dass wir den Connection abholen dann. Wenn sie nicht sieht, ist das immer ab. Fragen da, wie du vom Weich kommst, bitte Moses, dass er schmeißt wird, Leute in den Hängen rauf. Dann fangen die anderen an zu gewinnen, der wird gehen entwirren. Aber solange sie in den Hängen nicht werden, dann gewonnen sei. Und der Versprechen wird Moses da eng sein, dass er wird immer bei uns sein, wann wir diejenigen, die sie kriegen wollen, diejenigen bei sind. Er wird immer dabei uns sein und uns immer halten, dass wir die wollen können. Er sagt, in dieser Geschichte, Amalekiter, er sagt, sie wollen die Utruden, dass die Menschen nicht mehr an denken können. Und das ist ein Ding, was mir ganz doll verändert, wenn ich an denken, da, und wenn wir hier von dieser Welt wach sind, dass wir wollen im Himmel sein bei Gott, dass wir nicht das Bild des ganz fertig sein, dass du wird keine Sinn sein. Du wird nicht sein, was die wird kann mehr an schlechte Gedanken, Schwäche, Beise, oder bloß an geht. Dass wir wollen ganz vergeten von all das Beise. Und das wird vollbracht, wenn wir wollen im Himmel sein, aber wir haben nie diejenigen zu kämpfen. Und noch eine Ursache, warum das so wichtig ist, dass wir das tun, wir wollen nicht an was für eine Art der 4 Stunden um sein zu verführen mit Dingen. Der Schrift sagt, er geht raus aus dem braunen Leben, der prüft zu sagen, wem er was kann vernichten. So ein brauner Leben, hört sich grülich ein brauner Leben, aber wirklich, wenn ein Leben steht, in der die schlecken sich mal ein Kühl groß, was dem, wem sie wollen verführen, das Tier, was sie wollen kriegen, die schlecken sich bei dich, Bibel, so kann auf den abhüpfen und die kriegen. Und der findet, der schlägt sich auch rum, und der prüft um sagen, wem er was kann verführen, aber wenn wir einmal den Connection haben mit Gott, dann haben wir ihn viel gerade geworden in uns, dass der findet, ich kann Offerhaft uns kommen verführen, und uns in den Sinn anwickeln. Das ist ein Studie, was sie getan haben, von, wenn der Ehebruch wird, die sehen, dass wir meist einmal, dass wir Offerhaft abgekommen. Da wird nicht, dass der Mann oder früh lang für er geplant hat, wo ich habe das tun, wo ich das tun, das kann er was anwenden. Wenn wir fertig, dann können das Offerhaft können das fertig, und dann merken sie Entscheidung, was der Luther sehr schuld wird. Und das für die vielen schaffen, nicht Offerhaft schwinden, einem sein, die kriegen dann nicht was andenken. Das ist mehr als ein Weg, wo wir können beten. Oder zu Gott beten als ein Weg, aber mehr als ein Weg, wo wir ihm vertrauen können. Wenn wir können beten, fragen, okay, Gott, was du mir helfen? Ich sehe mir nicht sicher, aber was immer, wir können bloß das gewöhnliche Vertrauen haben mit Gott. Das ist einfach, was wir beten können. Und dann fragen wir meist einmal als dort an, wo wir sagen, dann, mir fehlt Halt, oder mir fehlt Weisheit, oder mir geht es nicht gut, oder was immer, ein Teufel hat zu tun dann mit ich und mit mir, was ich will, oder was mir fehlt. Und das ist fein, wie kann das ist ein Weg, wie wir können, aber wir sollen nicht bleiben. Wenn wir bloß bleiben, dann wir sagen, was ich will, was mir fehlt, was mir schadet, dann müssen wir noch ein großes Bild von das Bild, von wo wir taub als Gemeinde schaffen sollen. Der nächste Weg, wo wir zu Gott vertrauen werden, ist, wenn wir dringend sind im Gebet, wenn wir am Prachen sind, wenn wir sagen, wir gehen durch eine sehr schwere Zeit. Vielleicht ist wir krank in der Familie, vielleicht haben wir aufgegeben, oder vielleicht als aufgestorben, und uns Hort ist gebrochen, und wir wollten nicht mehr wieder, und wir hatten das Deep Depression von so einem Bereich, eine schwere Zeit, und wir hatten sie dann dringend im Gebet, Gott uns Wort wiesen und halten und so weiter.
Aber ein von den wichtigsten Wegen, wo du vielleicht kannst gehalten werden, ist, wenn wir anstehen dann für andere im Gebet. Beten ist ans ganz geradstet oder wichtige Gewehr, was wir haben. Und wenn wir abbrücken, dann für andere anstehen, wenn wir wollen, dass das ein Bruder oder eine Schwester, wo der was schwer tun hat, und wir dann anstehen, verehrt, Gott anrufen, an andere Erz helfen, dass sie wollen, durch was schwer gehalten worden ist, wieder, dass wir wollen bedient sein und andere, so erfahren, was dann passiert ist, dann auf einmal luden unsere Troubles viel kleiner. Das wird ihr schweren. Meist einmal, wenn wir glauben, wie gehen wir durch was schwer, und dann kicken wir uns mit Gerammen der andere, dann gehen wir und sagen, vielleicht hast du doch ganz so euch. Wir hatten dann, als unsere älteste Tochter, als die geboren wird, hat sie eine linke Uhr, hat sie einen Katarakt. Da meint so viel, dass im Bett was für Kicker wird, ich können klar sagen, der linke Uhr. Aber wir müssen wir haben 2 Lenses für den Kicker, so müssen wir erst ein abschneiden, und abdecken, das zweite den Rücken nehmen, dann das frisch für den Tom jagen. Und dann so sie Kontaktlens brauchen, dass sie können sagen, das Uhr. So wir sind echt viel gegangen mit diesen Halten mit das Uhr, dass wir können sagen. Und dann sagt wir, oh, warum ist es uns geworden? Oh, das ist hier so schwer, nicht? Und wenn einer bloß noch kicken, der bloß noch klein Trouble wird einer hat, dann fängt an so groß zu looten, dann fängt er an ganz depressed zu werden, weil ich nicht, warum so? Und dann fuhren wir das Specialist, das Doktor, wo sie soll handfahren mit dort. Wie wir in der Waiting Room turnen wir zum Nangen mit dem Doktor sagen, bei mir sagen wir vielleicht 5 oder mehr Kinder, was in Bett üben sind, was das in der sehr dicke Brauen brauchen, was wirklich man Pascha für sich sein kann. Wenn man kijkt von uns mit Geld, dann kijkt man andere Kinder, vielleicht ist das doch ganz so euch. So hat doch noch ein gutes Uhr, wo der noch ganz perfekt mit sein. Ein Uhr wie nicht gut, aber das andere wird perfekt. Und wir haben gekickt, wie gleich nicht da, was der gut ist. Bloß, wenn wir bloß kicken, dann nicht da, was uns bodern das dann, und dann gehen wir durch eine schwere Zeit, was wir uns Salz andern, wenn wir kicken, bloß das Seier ab der Klinik, was uns bodern das, und wir kicken nicht rüten andere. Wenn wir fährt man ein bisschen abstundet, dann ramkicken, als wir fährten, andere gehen durch eine sehr schwere Zeit, wo der Hauptmacht fällt, und wir sagen das nicht mehr, wenn wir haben so eine große Pity-Party bloß von Salz, was wir durchgehen dann. Noch ein Weg, ich glaube, das ist ein von den Wegen, für die ganz dollste Kost, vielleicht Mutfuhren, wenn du in diesem Weg beten darfst. Wenn du durch was schwer tun darfst, ich will nicht so klein zu merken, wenn wir durch was schwer tun darfst. Wenn ich weiter sind, verschiedene Menschen, die gehen durch alle solche Dinge, die wirklich schwer sind. So, ich will dort nicht so klein zu merken, das ist nicht dort, ich will sagen, oh, wenn du was schwer hast, das meint nicht, bloß wieder gehen. Aber wenn du ein Stützchen wachen lässt, ein Stützchen von denen nicht weichgehen lässt und sagen, okay, was kriegst du Leute, was wir singen, wenn wir kicken, dann wie viel Segnungen Gott uns gegeben hat. Dann kicken wir, welche große Dinge Gott all tun hat, und bringt ihm das viel mit. Wenn wir ihm Dank sagen, nur Gott gehen dann. Ich habe eine Zeit das nur mehrere Jahre, aber ich fange eine frische Arbeit an und wir alle Sachen versprechen, was es wird sein und was Stunden wird geschafft werden. Habe ich eine Weg geschafft, auf einmal, okay, nur wir 2 Stunden länger einen Tag schaffen, im Sinn und dort noch schaffen, da wir erst alle anders berät werden und mich verschadete alle und ich dachte, oh, aber warum habe ich das dann getan? Andere Arbeit angenommen, und es schwingt sich zu sehen, als alles anders es soll sein. Und auf einmal dann dachte ich, nee, das schaffe ich das nicht, weil mir fängt alles bloß unter euren dann. Warum ist das passiert zu mir? Nicht? Und auf einmal dann, okay, nu will ich erst mal still und dann sagen, okay, was hat Gott alles getan, was der Gott ist? Was hat er alles getan zu mir sehen und was ist Gott in meinem Leben? Und ich fuhr mit so einem Loader, wo wir zum Dumptrucks abladen und so, und dann auf einmal ich fängt an, okay, mir bloß in mir Salz, mir in das geht, das geht und das geht und das geht und fängt an, vielleicht die Kette, und da ich so, man, Gott hat von da getan, was der Gott ist. Okay, das ist nicht alles gut, mir ist nicht darum alles Freiheit. Weil wir so sehr viele Dinge, wenn ich anfange durchzuschreiben oder abzunehmen, wie viele Dinge Gott der Gott ist, hat eine viel und hohe Ursache, Gott zu danken für was er tut. Und er steht zu sagen und sich selbst sorry für ihn selbst. In Psalm 100, Vers 4 und 5 sagt er,
gut durch seine Puten mit Danken. Und seine Verheben an, zu loben. Dankt und lobt seine Namen. Wie der Herr als gut und freundlich. Seine Treuheit geläuft bleibt ewig. Und er wird nie nicht abhören, treu zu sein. Diese Dinge im Denken, das ist, was uns Mut bringen, zum wieder schaffen, zum nicht so leicht stecken bleiben in den Dingen, die vielleicht nicht gut sind, aber kann wieder moven, wenn wir sagen, okay, Gott, wie kommen in durch deine Porten an, die mit Danken für was du alles getan hast. Wenn du mal proben für eine Werk, alle Tag, wenn immer durch vor Gott kommt, das im Gebet, immer anfangen mit am Danken für was er alles getan hat. Wirklich, wenn ich mir stehst, eine Liste machen, alle Dinge, die gut sind. Vielleicht kommen die gleich hastig mit einem Doll Ding ab, aber jeder Mal, wenn auf Beef haben, hey, das ist vielleicht gleich schlecht. Das ist gut. Gott hat viel gut getan. Eine Liste merken, dann immer, wenn ich anfange zu beten, erst vielleicht gehen und Gott danken für alle Dinge, was er getan hat, und am Loben dafür. Ab einmal sind die Troubles viel kleiner, kann er viel besser geruden, und dann am sein Verstand bleibt dann viel klarer. Und sage ich wegen, er ist wirklich gut und freundlich. Und seine Treuheit geläuft bleibt ab immer. Er wird niemals nicht abhören mit treu sein zu uns. Kein Mal. Sein treu sein zu uns, das ist ab ewig. Und das ist gut für mich, weil ich dann weiß, wie das schwierig wird, wir haben Gott sein Wort, die Leis aufhalten. Das ist ab immer treu. Das wird niemals nicht ändern. Philippa 4, Vers 6 sagt, sorgt gönnt am nichts. Als hier wir werden, wir das wird kann tun. Wenn ihr mal ein bisschen andenken, dann okay, ich will mich für nu, für das ganze Werk, ich will mich nicht am Eindenk sorgen. Das ist gleich einfach, was das leicht ist zu tun. Das ist nicht, dass du ans neue Entscheidung merken, ich will mich nicht am Eindenk sorgen. No, Gott, der Wort all, er hat versprochen, ich sage mir am nichts. Das hat sich schein. Und der einzige Weg, wie das möglich ist, dass wir uns die Sorgen können offline, dass wir nicht mehr ans Ramdrehen mit dir, dass wir nur am gehen mit Danksagung. Der Vater sagt wieder, lut Gott mit Beten und Prachen und Dankschein sein, alles weiten, was ihnen fehlt. Wenn er hier sagt, uns am nicht sagen, er meint nicht, denkt dir niemals nicht an. Er sagt, wir sollen uns nicht schwer merken, Gott Wort. Er sagt, lut mit Beten und Prachen und Dankschein sein, lut am weiten Krack, was dir fehlt. Er ist treu, leiftulich, er ist gut, er will für die, was der gut ist, lut am weiten. Was dir fehlt, und sag dir nicht an, er wird das all tun für die, er sagt für die. 1. Timotheus 2, Vers 1 sagt er, erstens, Bruder könnt nur, dass ihr dringend beten. Betet für andere und Dank für alle Menschen. Ich weiß nicht, was ihr, wenn ihr verlangt, dann alle Menschen, was ihr kann, dass ihr Gott wirklich kann danken für alle Menschen. Was sind Menschen? Ein Mann, was ich auf Familie gekannt habe, sagt nochmal, da braucht alle solche Menschen, die diese Welt merken, herindrehen. Und das meint, dass das alles zu schaffen, das ist die Regierung und die Arbeit und so weiter. Ich glaube, da braucht alle solche Menschen, aber du merkst es schwer, das was braucht sein. Das ist was ich von der Seite habe, wenn er irgendwie ein bisschen schwere Zeit geben hat. Da braucht alle solche Menschen, aber du merkst es schwer, das braucht sein. Und für einen begegnet einer seiner Menschen ist das nicht, das geht an, das ist nicht leicht, als wenn der Feindschaft Menschen zu brauchen, wenn er Christen sind oder Freunde, bei der Feindschaft irgendwem zu brauchen, zu einem sagen, zu merken, eine schwere Zeit haben. Und das ist der Fall, sagt, dankt für alle Menschen. So, wenn wir ein bisschen an denken, der Lenkicken dann, einmal fällt das wie Wasser in uns Hort, nur Gott. Gott wird krank, was in die warmen Brücken, was uns nur dann anbringt. Und einmal gehen wir durch Dinge und begegnen Menschen, was vielleicht wirklich schwer ist.
Und was Gott scheint jetzt, weil er sagt, wir sollen danken für alle Menschen, wenn alles taub ist, wo Gott es erschaffen hat. Und einmal sind wirklich so Dinge, wo wir uns kann viel von lernen, wenn wir das wirklich bloß looten tun. Und es steht, als gehen anstellen oder da waren etwas und leider kennen nur was wir kann lernen, wo wir kann wissen davon. Wenn wir nochmal bloß beten, dann sagen, okay, Gott, was kostet alles für mich dann sehen wir noch bedürftig an viel Dinge, was wir kann haben von Gott, wenn wir alles Weg brauchen, dann zum Namen kommen. Wenn wir schwacher geboren sind, euer du wahre geboren bist, also allmählich vor Gott zu kommen. Wegen Jesus Christus als der Weg, der Wahrheit und das Leben, und keiner kommt nicht vorbei dadurch an. Durch Jesus Christus, durch sie nun kommen wir nur in Trauen Gottes. Und wenn wir durch sind, wenn wir schwacher geboren bist, dann fangen wir vielleicht an mit uns Gebetsleben, so was ein Fibler. Wer ist hier alle am Mexiko in der Schule gegangen? Wer weiß, was ein Fibler ist? Wenn du erst in der Schule gehst, du bist in der Fibel, dann ist erst die das Arbeit zu lernen und sagen, was die Lateren sind, was die Loten tun, was das hören, wenn du die Taubstellen das, und dann bei euch, bei I, bei jou, bei u. Dann lernt sich das, wo die Taub passen und wo kostet die lernen zu lesen. Und ich hoffe, vielleicht sei es dort, wenn du schwacher geboren bist, haben die lernen beten. Einmal wollt wie nicht beten, sagen, Gott, mir fehlt das. Dankeschön, dann wieder gehen. Aber der Trouble ist, wenn wir du belieben dann. So, hier so in Knora, das ist ein Kindergarten, das kriegt es ein Fibel, aber dann ist es auch bei zwei Lehren, wo die later in die Hauptgestalt machen, dass die recht wird sein, dann sie wieder, und so wie gesagt, und er sagt, der wird ganz gesagt, und lesen, bist du Bieren, erstmal nicht, das ist ein interessantes Wort, wenn ihr das ihr mal sagen, dann bist du Bieren. Fangen sich an mit Pfannigtig hier, aber das ist, die later in Taubstallen, dann sagen, was das ganze Wort, was sie da was hier, das ganze Wort sein. Und schließlich analysiert sich die ein ganzes Wort zu sein, und dann meist ein Wort taub zu stellen, auf einmal dann jaftet durch eine Geschichte. Und wenn wir nur Gott kommen, dann wir bloß bleiben bei den lateren Lehren, und niemand sich den nächsten Stopp nehmen, die taub stellen, und dann wir wirklich eine Geschichte haben, wie vor Gott kommen, dann in den Weg, wir bleiben ganz bloß aus dem Fibler oder im Kindergarten, und wir kommen nicht wieder damit, und wir wundern, warum welche Dinge vielleicht zu uns waren oder woran die passieren, dann wenn wir halt nicht in Getragen und mehr lernen oder uns bitte zu lernen beten. Und das ist nicht, dass du wer kann, dass du irgendwie sich das lernen kann und nu kann ich so viel beten, wie wir alles anhören, wie wir beten, dann das ist ein sehr persönliches Ding für jedem ein, wo wir mit Gott vertrauen dann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir alles die Dinge taubstellen dann, dass wir nicht bloß bleiben so eckig hier sein. Und das ist okay, wenn wir damit anfangen dann. Wenn wir schwacher geboren sind, uns fehlt alle Sorten, fehlt uns. Und das bleibt beim Fehlen. Aber wenn wir beim Wassen dann fangen dann an zu sagen, hier sind da Brüder und Schwestern und Rami, was die Kraxe gut fehlen, wo kann ich dann verehrt beten und verehrt anstehen? Aber man kann dann sagen, Gott fängt an, Gebete zu antworten und am Loben und Preisen dafür. Das ist, was die Mut bringt, das Widerspruch, wenn die sagen, dass Gott das wirklich Gebete hören und antworten, und Leben ist das sei ja verändert durch dort. In Römer 8, Vers 26 und 27. Hier redet von, wenn wir vor Gott kommen, oder wenn wir nur Gott kommen dann im Gebet, wenn in der Wirklichkeit sehen wir immer vor ihm, aber wenn wir erst nur kommen im Gebet, dort wir fertig, vielleicht ist es einfach, was die nicht kostet, euch aussprechen, was wichtig ist, aber falls sie betragt und das schwor und die weiß nicht, kriegt, wird loszukommen davon. In Römer 8, Vers 26 sagt dieses Stelle, in Gott so halbt er jetzt uns in unsere Schwachheiten. Wir wollten nicht mal, wo wir so reich beten sollen, aber der jetzt bet für uns mit so einem Gefallen, dass wir nicht wir dafür haben. Und heute, der unsere Hort nun ja sieht, weit, was der jetzt in seinem Haft willst, der jetzt, der bet für die Helge, du nur, was Gott das gefällt. Wir machen
Wann der Heilige Geist uns umklappern dat, dem nur Gott kommt zum Beten und die weiß nicht mehr so recht wo, das ist okay. Wir dürfen nicht glauben, wir müssen nu anfangen mit einer Gott kommen, so wenn wir nur an University oder Hochschule alles da gehen. Das sind dann, wenn wir anfangen, dann aus dem Fibler. Aber wenn wir den Geist luden in uns leiden und führen dadurch, dass wir wirklich nach am kommen dann, und wenn wir da nicht mehr näher weiten wo, sagt der Geist an die bringt das so rüt, so als Gott das gefällt, wenn du dir nicht mehr so recht wird für Hass. Wenn wir nicht uns luten leiden mit den Heiligen Geist, dann bleiben unsere Gebetsverhalten sehr eckig und clean. Ich kann noch nicht sagen, wer uns als wem durch Hauptfällen das. Wir müssen dort vermengen mit den Geist, sodass wir uns leiden im Gebet nur Gott, dass vermengt als du mit, dass der Heilige Geist du ben leiden das. Das ist ein bisschen so aus dem Bild von den Tempel in dem Neuen Testament. Die Priester, die müssen immer vor den Altar kommen und sie Rückopfer bringen. Und das Rückopfer wird ein Bild von den Gebeten. Aber das muss sehr korrekt, weil sie müssen taub stellen und das müssen das mengen mit allen solchen Dingen, dass das rechte Sorte zurückgeben und alles. Und das wird ein Bild von den Gebeten. Wir dürfen nicht mal dort tun, aber wir brauchen den Heiligen Geist in uns, um uns lernen. Und das ist, was dann für Gott kommen kann, aus einer scheiner Seite gerach, was ihm gefallen hat. Wenn der Heilige Geist, der in uns halten und durch uns so beten, was Gott dort gefallen hat. Und wir wollen immer sagen, beten, sozusagen mit unseren Augen auf. Jedes Mal lesen wir in der Schrift, das sagt, wirken in Beten. Wir sollen uns kicken, wir sollen sagen, was die Bedürfnisse sind, wir sollen sagen, was die fehlen hat. Doch wenn wir beten für das, was hier in Nu ist. Wenn wir bloß bleiben bei Beten und Dinge, was wir vielleicht mal für Jahre und Jahre noch einmal haben gebeten, wir dann immer bloß dasselbe Gebet immer sein, dann bringen wir noch nicht Freiheit für Gott, was uns hier nu fehlen hat. Doch das ist wichtig, dass wir wirken in Beten. Wir sagen viele Gleichnisse in den Neuen Testament, wo die Kirche aus dem Anfang dort, wo sie sehr immer im Gebet wären. Ein Mann, sie nennen wird Robert Law, er sagt, Gebet ist nicht, dass uns Willen kann im Himmel getan werden, dass sozusagen, dass wir nach Gott kommen, sozusagen in seinen Arm drehen, und sagen, okay, ich werde dir das geben. Das ist nicht, Gebet ist nicht, dass wir Gott bereden können, uns Willen zu tun, aber doch, dass Gott seinen Willen hier bei ihr getan wird. Und das ein letzter Punkt, was in der Fall sein, der wird beten für alle Menschen. Dank für alle Menschen, beten für alle Menschen. Aus der Jünger, Jesus Frau, eine Frau nervig, er sagt, sie sagt nervig, Jesus, wirst du uns mal lernen, wo wir sollen den Menschen vertellen? Wirst du uns lernen, wo soll eine Predigt abgestellt? Wirst du uns mal lernen, wo wir mit Menschen handeln? Das Ding, was der Frau deuten wird, Herr, lehr uns zum Beten. Und er anfängt, er sagt nicht, wenn ihr nach Gott kommt und beten, dann sage ich, mein Vater im Himmel. Und er sagt, uns Vater im Himmel. Wie alle taub haben ein Vater im Himmel. Das ist wichtig, wenn in unserer Familie, dort sind dann, was von der Kirche du forschst, was der Numm da an ist, was vom Part von der Welt du wohnst, wenn du im Part von Gott in die Gemeinde bist, dann haben wir alle taub ein Vater. Und wenn ein von unseren Gliedern leiden macht, dann ist das all unsere Arbeit taub, zum verehrt beten und enthalten, sodass wir taub können wieder schaffen. Dass wir können wachsen in uns Glauben, dass wir können ein Bild sein in dieser Welt. Wenn wir beten dann, dort uns Vater im Himmel, dann beten wir für unsere ganze Familie taub. Da meint er nicht bloß hier so Beleidhaus Gospel Church, das meint dann, wo immer Gott seine Menschen sind. Das sind dann, wo die sind, oder was nun ist, was für eine Sprache sie vertalen, oder was für eine Klärung heute ist. Wir sind rein alle Part von einer Familie und haben alle taub ein Vater. Und das ist auch wichtig für uns zum Denken zu haben. Das andere,
sind vielleicht was, was Menschen, die vielleicht nicht krank sind, das wird einer glauben, der wird sagen, die sind still Part von unserer Familie, wenn sie Jesus Christus dann angenommen, aus der persönlichen Heiland. Sondern wir beten dann ans Vater im Himmel. Und dann danken für alle Menschen, die in Gott schafft, alle Wegen auf der ganzen Welt, nicht bloß in unserem Erde. Wo immer seine Menschen sind, du hast eine Arbeit. Weil wir zum Schluss noch taub beten. Uns Vater im Himmel, wir kommen für dein Angesicht und wir wollen uns wirklich von Herzen bedanken, dass du so ein Leuchtturm Vater bist. Wir sind dankbar dafür, Herr, dass wir können für dich kommen im Gebet, dass du den Weg hast aufgemerkt durch den Segen Jesus. Wir sind dankbar, Herr, dass wir können und dann, was du angehen hast in uns Leben, als er klein oder groß ist, dass wir können dort für dich bringen und dass du dort niemals nicht zu klein oder groß ist, dass du immer bedürftig bist an uns, dass wir immer können nur die kommen. Dort und don't ist, was wir durchgehen in uns Leben und jeder ein von uns hat vielleicht verschiedene, was wir durchgehen, sind nicht, vielleicht nicht viel, was die zwei überein werden sein und doch du hast ein Verlangen, mit jedem ein von uns persönlich Gemeinschaft zu haben, so dass, wenn wir kommen, nur die, dass wir dir wirklich die Haupt kriegen, was uns fehlen wird, aus groß oder klein. Help uns das in uns Hart, in uns Verstand so anzustellen, dass wir nicht mehr so denken aus in Fibler, überdacht, dass wir wissen dann in uns Gebetsleben, so dass wir wirklich einen großen Einfluss haben, hier und nu in dieser Welt, aber auch für die Ewigkeit. So dass durch uns Gebetsleben viele machen können zum Glauben kommen. Und dann, dass wir das hier nicht selbst persönlich hier auf dieser Welt, wenn wir das nicht von einem Wort haben Einfluss gehabt, aber doch, dass dein Himmelreich wir können verraten werden dadurch. Dass wir nicht in unsere Schwachheiten bleiben, dass wir nicht in unsere eckige Gesonnen bleiben, aber dass wir wirklich bedürftig sein, oder bedürft sein, um andere mitzuhalten, sodass sie auch können freigesagt werden und auch gehalten werden und auch, dass sie können mutig und friedlich die loben und preisen für was du das hier von dir und auch was du in der Vergangenheit hast getan und was du wirst nach tun in der Zukunft. Wir wollen uns wirklich bedanken, Herr, dass du so ein Leben zu dir gehabt hast, dass wir diesen Weg können, die kommen, wirst du jedem einen richtig segnen. Wenn wir von hier gehen, wir wollen niemals nicht vergessen, wo wir die kommen und dass du uns verstärkt in Jesus leiden und führen und uns halten wissen, in uns Glauben, uns Gebetsleben und auch, dass wir können Segen sein, zu all dem, was dran sind, in unserer Familie, in unser Haus, und dann auch in der Familie und so wieder auch in der ganzen Community, wo wir sind. Wir danken dir, Herr, für was du warst und all hast getan durch Jesus in Namen. Amen.